Blockleiter, also Quadrillage, die konnten alles ausspioniert, an alles haben sie geguckt, Röster von der Leine, da haben sie für sie drängen. Das war ein System von Bespitzelungen, also je nachdem, wie eifrig oder wie schlecht die waren, da konnten schon Populationen wirklich einen Druck ausüben, sodass viele Leute Angst hatten und nicht mehr. Kein Mensch auf Straße gehen. Versteht ihr? Das war Druck. Druck a gefragt. Druck a gefragt. Von wem? Vom Ortsgruppenleiter. Das war ein Sau. Und die hatten eben die gel dreckig Uniform da. Es war nicht gel, es war selbst dazwischen. Und da haben die Leute gesagt, da sind die Gelder da nicht. An die 4000 Luxemburger haben aktiv mit den Nazis kollaboriert. Das ist eine Minorität und dennoch eine nicht unwesentliche Zahl. Viele Kollaborateure sind deutscher Abstammung oder mit einer deutschen Frau verheiratet. Andere handeln aus Opportunismus. Viele von denen Klängen, die Blockleiter, Zellleiter, die gesagt, das wären die Groß von denen, das war der nicht bei Lombast-Appes. Wir tun uns alle Götten dich kommandieren, du kannst du dich kommandieren. Also Schneider daheim, die mehr immer am Haus als Schneider hatte. Ein ruhiger Mann, 2 Kinder, eine Wohnung, nicht viel Arbeit. Wenn man eine Uniform hat, freut sich für was. Mir nicht Arbeit kriegt. Nicht deutsche Uniformen gemäht, mit 10, 15, 20, 30 Mädchen. Könnt ihr das verstehen? Das ist so 100%ig Agol war von den Preisen. Er hat auf einmal, für du hatte kein Geld, auf einmal hat er noch Arbeit. Der Mann war am Anfang schlecht, vielleicht drin, ne? Das ist mir der Gag, Martine, gemerkt, wie das so gemieden sind. Die meisten waren harmlos. Bloß bei Balletbrechen zu fährten, dass du ungeschmiert gibst. Der Bauernführer, ein ganz guter Freund von uns, den noch eine Uniform hat, mit den aber nie ein ungeschmiert hat. Also, wir waren froh, dass man die Leute hatten, die sich hier gehen haben, wo sie überlegen, wäre froh, dass sie gefährt haben. Es gibt ein paar Dinge wirklich gemeint haben, da wir Zukunft und da wir die richtig Philosophie und so müsste Mensch in Zukunft gedrillt gehen an Leben. Der Aufruf an die Luxemburger Jugend, sich freiwillig in die deutsche Armee zu melden, wird von Einzelnen befolgt. Bis heute konnten allerdings weder die genaue Zahl noch die Beweggründe geklärt werden. In den Grenzgebieten von Lothringen und Luxemburg liegen Minettegruben mit besonders ertragreichen und hochwertigen Eisenerzen. Mit Ausbruch des Krieges hatten die Franzosen den größten Teil dieser Gruben und Werke stillgelegt. Heute herrscht hier wieder Hochbetrieb. Eine andere Frage, zu der es in Luxemburg wenig Forschungen gibt, ist die der wirtschaftlichen Kollaboration. Die Hüttenwerke und andere Unternehmen sind gezwungen, für die deutsche Rüstungsindustrie zu produzieren. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass verschiedene von dieser Lage profitiert haben, um zu bereichern. Bewusst zu sein, ist Gustav Simon dabei, eines der bedeutendsten Angszeit auszulösen. Seine neueste Idee ist die einer großen Volkszählung. Auf den Fragebögen, die er austeilen ließ, stehen auch Fragen zur Muttersprache, zur Volksangehörigkeit und zur Staatsangehörigkeit. Wir müssen Resultate abweisen. Wir müssen aber weisen, dass hier aktiv wäre in unserem Order, den er gibt hat, dass wir so heim ins Reich kommen. Und der war immer für die Lützeburger dazu zu bringen, auf irgendeinem Formular abzuschreiben, sie wären Deutsch. Der Propaganda wird nahegelegt, dass Deutsch die einzig richtige Antwort auf alle 3 Fragen ist. Spruch als entweder Deutsch oder Französisch oder so, ein Mundart, ein Dialekt, das zählt nicht, wie zum Beispiel Lützeburgisch oder Bayerisch oder so, das zählt nicht.
Im Widerstand ist man sich der politischen Bedeutung der 3 Antworten bewusst. Durch eine Flugzettelaktion wird die Bevölkerung aufgerufen, zu antworten. Du hast Resistenz am Fong für dich ganz fest abgetreten. Da hast du unter dem Slogan gelaufen, schreibt 3-mal Lützeburgisch. Das Resultat war ja dann dass sie Stichprobe gemacht haben, sie haben sich selber etwas gezweifelt, an Stichprobe gemacht und gemerkt haben, dass die Großmajorität von den Leuten nicht pariert hatten und uns ganz aufgeblasen. Auf den eingesammelten Fragebögen haben die meisten mit Luxemburgisch geantwortet. Gauleiter Simon beschließt daraufhin, die Volkszählung zu annullieren. Das ist ein herber Rückschlag. Zum ersten Mal ist es dem organisierten Widerstand gelungen, seine Pläne erfolgreich zu durchkreuzen. Den Door die das von einer Treckerei gemacht. Und das ist auch nicht von der LPL, das ist den LRL, das ist bei Rode Leif gemacht. Ich kenne doch den Rode Leif mehr. Aber ich hatte so Stempel wie die Do, wenn ich auch gemacht. Für den, das meiste, das den Do von mir hier stammt, weil ich schon einen Stempel gemacht habe, schon eine Führung gegeben. Und dann haben wir das getippt, auf Fußblatt getippt und dann aufgezogen. Wir hatten ja aber nicht überall ein Auto, für das aufzuziehen. Und dann ist das gemacht auf der Verfehltefeld ja von der Handwerkerkammer. Mein Bruder hat gemacht an dem Lokal von der VDB. Ich war ja an der Und haben auch Trakten, die am Apparat aufgezogen und die sind verteilt gehen. Du war dann auch für so ein Problem für sich, das ist nicht so einfach gegangen. Hat ich du froh, das liest er ab, gibt kein Mensch etwas gewöhnt. Wir haben kein Pap, aus der Zeit nicht gehen, auf jeden Fall ist das nicht Pap kommen. Das haben wir dann Mehl geholt, Mehl hatten wir. Das müssen abgekocht gehen, ohne dass Namen etwas daheim gewöhnt gehen ist. Und dann ein Bier, ein Tippchen und alles gut an. Und da haben wir die dann abgepasst. Richtigen Widerstand, also auf Waffengewalt, der war also nicht envisagé, auch nicht präpariert. Am Ausland natürlich ein Militär, der gestartet hat, war über eine Vorbildung für so Sachen. Wir hatten keine Waffen, wir hatten die ja gar nicht fertig sollte machen. Und dadurch, also dabei blieben, wir müssen mit den Moyen, die wir hatten, heute müssen schaffen. Wir mussten eben weisen, die Preise weisen, dass wir nicht auferstanden sind, und das nicht lang mehr, dass eine kleine Gruppe mit, dass möglichst viele Leute nicht auferstanden sind. Dafür müssen wir andere Leute motivieren, dass sie auch mitmachen. Während zu drucken und unter die Bevölkerung zu bringen, um so den Widerstandsgeist der Luxemburger aufrechtzuerhalten. Einzelne Widerstandskämpfer betreiben Spionage und schicken ihre Berichte regelmäßig nach London. Sabotageaktionen geschehen eher selten. Das Radio von London, die meldet dauernd. Wir müssten nicht mit Faust an der Tasche machen. Wir müssen mal etwas machen, was Preise wirklich schädigt, ihre Lebensnerv. Es sollte bei uns in Handwerker dann die Behörden die Sache. Aber es ist schon eine Kondition. Wenn etwas schief geht, dann muss der Mensch direkt über die Grenzwege rein. Ja, dus müssen wenigstens 10 Bullon lassen machen. Ja, ein Mann packt einen Schindung, mit der Ruhe sagen wir mal, da war diese von, nee, ja, könnten Zucht